Voilà, merci, dass ihr dabei seid bei dieser Pressekonferenz über die Arbeitszeitverkürzung. Die Aktualität ist durch die Etude, die präsentiert wird vom LISER von der Uni LU, aber auch mehr allgemein der Kontext, einfach den noch entstanden ist durch die Pandemie. Die Pandemie hat bei vielen Leuten dazu gefordert, dass ein Bewusstsein kommt für die Belastungen, die do sind op der Schaff an de groß sind an noch gewiesen wie kann ernst goen an wie doch ernst kann organisieren an wer Tisch auch mehr Zeit zu hun für zum Beispiel Familie. Dass Belastungen op der Arbeit auch nur der Pandemie aber weiter hochgeblieben sind, das weist doch den Quality of Work Index von der Chambre des Salariés. Die Sache sind noch nicht, hun sich noch nicht ganz vorn. Das sind natürlich auch andere Phänomene, wie durch Digitalisierung, wo einfach immer mehr eine Densität kommt von der Arbeit, aber was dann auch dazu führt, dass aber über Arbeitszeitverkürzung verstärkt soll schwätzen, muss schwätzen. Alles das, den Besoin von den Leuten, für auch mehr oder Familie zu gucken, mehr auch ihre eigenen Ressourcen abzutanken, sich vielleicht auch zu engagieren, längseriert an die immer mehr begrenzte Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben, auch in anderem, dadurch, dass Deplacementen immer mehr Zeit kosten. Alles das bringt immer mehr Relevanz dazu, über die Arbeitszeitverkürzung zu schwätzen. Für die Länder ist es nicht neu, die Arbeitszeitverkürzung. Wir haben nicht all die Phänomene gebraucht, für uns dazu beschäftigen. Für uns ist es auch einfach die Produktivität, die enorm hochgegangen ist, hinter der letzten Arbeitszeitverkürzung, die schon gemacht hat, dass wir schon 2018 einen ganz konkreten Plan ausgeschafft haben, wie zu der Arbeitszeitverkürzung kann kommen. An der sind einfach noch alles zusätzliche Argumente für an die Richtung zu gehen. Das wir wollen als Vorschläge abbringen, vorstellen, aber auch aktualisiert durchstellen an dem Kontext, an dem wir sind. Zu dem Kontext gehört auch die Experimentationen an andere Länder, die auch immer mehr häufig gehen. Ob das Island ist oder Schweden, da sind über Jahre Experimentationen gemacht, da sind auch Etüden gemacht, die unter anderem an der Etüde von der Uni von LISER ja auch analysiert gehen, wo wir auch das schon mal einen Schritt in die richtige Richtung fanden, die Sachen sich anzugucken, die Etüde auch zu machen. Lo ist für allem froh, wenn wir nicht dabei stehen bleiben. Also, es kann nicht sein, dass die Etüde just der Wahlkampf-Gimmick von der LASAP wird bleiben. Das ist eine Initiative, die lanciert gehen, das ist eine Initiative, die soll weiterbruch gehen, wo die Belodrem geht, mit den Gewerkschaften, mit den Patronatsverbänden an den Betrieben einfach die Initiativen an Musik zu setzen, zu gucken, was heißt das konkret, wie kann sich das auswirken auf verschiedene Sektoren, was müssen da machen. Weil sonst auch von den Arbeitsminister gesagt hat, rezent auf einer Table Ronde von der Chambre de Commerce, dass sie sich gerne die Arbeitszeitverkürzung auf der Fendel schreibt. Das begrüßen wir natürlich von einem Arbeitsminister, der an der aktuellen Regierung möchte. Mais tro as viel méi wat dann darüber raus möchte. Fendel hicht noch net am Gesetz an de Fendel kann noch ganz schnell no de Wahlen angepackt gin an dat derf net de Fall sinn, dofir se wichtig lo nächst Initiativen zu höllen an dat ganz eben a konkrete Musik zu setzen. Carol Thomas werde ich dann als ganz konkret Vorschläge präsentieren, die am Anfang lo schon ganz, also Piste gehen, die lo gebraucht gehen, nur der Etude. Merci Gary. Der Gary hat schon gesagt, wir arbeiten schon relativ lang auf der Frage von der Arbeitszeitreduzierung und wir haben noch viele Proposen, die wir heute gegen vorschlagen. Und wir haben konkret 6 Pilien, aus denen alles Reduktion von der Arbeitszeit ging bestehen. Das ist eine Reduktion von der Arbeitszeit auf eine 32-Stunden-Woche, das aber an Etappen bis 2030. Wenn wir Reduktion von der Arbeitszeit so und dann natürlich mit vollem Lohnausgleich.
Wir sind der Meinung, dass es eine substanzielle Verkürzung braucht von der Arbeitszeit, also nicht just 1 bis 2 Stunden, mehr 8 Stunden, für das die Leute auch wirklich von der Vorteilen können profitieren, von der Vorteilen besser Gesundheit, mehr Stress, eine bessere Vereinbarkeit zwischen Arbeit, Familie, Privatleben. Da will man eben eine substanzielle Verkürzung. Und das ist auch das, was Salarié freuen. Also, an der Etude vom LISEA könnt ihr daraus, aber auch am Quality of Work Index von der CSL könnt regelmäßig heraus, dass die Leute über 40 Stunden real schaffen, die 42 bis 43 Stunden, und dass sie aber gingen gewünscht, die 36 Stunden schaffen. Das heißt, da ist ein größeren Ekart, und den probieren wir dann auch aufzudecken mit unserem Propos. Für was will man da dann Etappe machen? Wir wissen natürlich, dass so eine substanzielle Reduzierung nicht von Haut auf Morgen gemacht gehen. Es braucht einen gesetzlichen Kader, der muss geschafft gehen. Wir wollen noch die begleitenden Mesuren schaffen. Und das Wichtigste ist, dass natürlich so eine Realisierung auch sektorspezifisch muss gemacht gehen. Da müssen Sozialpartner verhandeln. Und alles das braucht natürlich Zeit. Dem Novell muss vielleicht auch noch Terrain, Etüden oder Enquete gemacht gehen. Aber wir wollen den Sektoren eine gewisse Flexibilität überlassen, weil sie wollen zu der 32-Stunden-Woche bis 2030 kommen. Und wir sind die Aufgabe an der Politik, ein Kadergesetz zu machen mit den Zwischenzielen, minimalen Zwischenzielen, und dann aber die Etappen des Sektoren überlassen, weil sie wollen zu den 32 Stunden kommen. Parallel braucht dann natürlich auch eine Reduktion von der maximaler Schaffzeit an der Woche, die Leute im Moment bei 40 Stunden. Die gingen wir dann eben parallel auch an Etappen auf 40 Stunden reduzieren, für eben auch zu garantieren, dass die Realarbeitszeit auch wirklich fällt, nicht just die theoretisch, sondern auch die real. Wir wissen, dass immer eine gewisse Flexibilität gebraucht wird von den Betrieben. Auch die Salarié wünschen sich da mal ein bisschen mehr wie 32 Stunden zu schaffen, respektive aktuell mehr wie 40 Stunden zu schaffen. Mehr wie gesagt, das muss auch limitiert sein. Neben der Wochenarbeitszeit will man dann aber auch eine 6. Congéswoche aufhören, und das direkt für 2024. Weil du gerade gesagt, die Wochenarbeitszeit, die ging dann mit einem Stufenmodell bis 2030 mittelfristig umgesetzt gehen. Aber wir sind auch der Meinung, dass allein durch die Produktivitätsgewinner von den letzten Jahren, auch wenn man seit bald 50 Jahren keine Reduzierung mehr hatte von der Arbeitszeit, dass es doch eine Direktverkürzung von der Arbeitszeit braucht, für jeden, für alle guten Salarien. Da wenn es eben als Förderung von der 6. Congéswoche. Das ist nicht gackig, das haben wir schon 2018 gefragt. Wir waren nicht die Einzigen, auch der SAP hat 2018 versprochen, 5 weitere Congés anzufeiern. So wird versprochen, wir kriegen, so 5 versprochen, wir kriegen schlussendlich 1 Congés-Tag bei. Das ist besser wie nichts. Aber wenn man guckt, wie viel du in NRW verloren gegangen hast, da freut man sich natürlich, wie viel von den 38 Stunden, die sie da versprochen hat, also eine Reduktion von 12 Stunden, wie viel dann real wird übrig bleiben nur die Wahlen. Voilà, wir brauchen dann aber auch parallel eine Stärkung vom Kollektivvertragswesen. Wie schon gesagt, 32-Stunden-Woche, unserer Meinung kann dort Politik den allgemeinen Kader setzen, mehr konkret die Ausführung an die verschiedenen Betriebe, an die verschiedenen Sektoren, die muss durch die Sozialpartner verhandelt gehen. Und das auch an allen Sektoren ernst. Wir sehen das auf Niveau vom Kollektivvertrag. Ja, da hängt nicht. Sowieso muss Kollektivvertragswesen gestärkt gehen. Heute in Lützeburg schon mal im Moment 56% von den Salarien, die von einem Kollektivvertrag aufgedeckt sind. Laut der Minimum Wage EU-Direktiv muss das erhöht gehen auf 80%. Das heißt, wir wissen, dass du muss geschafft gehen, dass du noch Arbeit für uns leid. Und du wennst manchmal, dass mehr Möglichkeiten muss geschafft gehen, für das Gewerkschaften können mehr Kollektivverträge, mehr Betriebe und aber auch mehr Sektor-Kollektivverträge verhandeln. Und wir sehen auch da echt die Möglichkeit für die spezifischen Regelungen von der Arbeitszeitreduzierung zwischen den Sozialpartnern zu verhandeln. Das Problem ist ja auch, dass eine Reduzierung von der Arbeitszeit
wahrscheinlich vor allem für Kleinbetrieber die größten Herausforderungen ist, und es sind am Allgemeinen noch die Betrieber, bei denen es kein Kollektivvertrag gibt. Du wennst eben ein Überschaffen von den Möglichkeiten von den Gewerkschaften. Am Kader von den Kollektivverträgen will man dann auch generalisieren von den Zeitspurkonten. Wie ich auch wieder gesagt, der Demand von deiner Flexibilität von der Arbeitszeit, die besteht auf beide Seiten, beim Patronat wie auch bei den Salarien. Auf ja ist es ganz wichtig, dass das nicht aber ob die Kaste geht von den Salarien, dass die auch Möglichkeit tun, die Stunden zu einem späteren Moment immer ranzuholen. Da ist den Zeitspurkonto ein ganz interessanter Moyen, sachant aber, dass den auch aufhängig ist von den verschiedenen Sektoren. Ein Zeitspurkonto ist nicht gleich Zeitspurkonto, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Du wennst das auch am besten an sektorspezifisch oder betriebsspezifisch an einen Kollektivvertrag zwischen den Sozialpartnern zu verhandeln. Voilà, schlussendlich wissen wir aber, dass auch wenn eine Reihe für allem Großbetrieber ganz große Produktivitätssteigerungen hatten, dass es Kleinbetrieber gibt, für die so eine strukturelle Reduzierung von der Arbeitszeit nicht so einfach umzusetzen ist, und für allem auch mehr schwer zu kompensieren ist. Nicht all Betrieb kann mehr Manöver erstellen oder kann das allein durch eine Produktivitätssteigerung kompensieren. Du wenn man natürlich auch einen Hilfspack aber für die Kleinbetrieber, die Probleme Werte kriegen, ersetzen. Die Hilfspack, die solle für und allemal an einer Übergangszeit funktionieren, vielleicht bis 2030, vielleicht darüber hinaus, bis das eben die Ökonomie sich und die neu reduzierte Arbeitszeit umgestaltet wird, angepasst wird. Was da genau für Mesurewerte sind, da kann man sich unterschiedliche Sachen vorstellen, da kann man sich weil eine Unterstützung für Leute anzustellen, vorstellen. Du kannst sich Sozialmesure vorstellen, steuerliche Mesure vorstellen, Subventionen vorstellen. Auch das muss wahrscheinlich sektorspezifisch geguckt gehen. Und auch da sollen Sozialpartner können mit diskutieren, was für ihre Betrieb oder was für ihre Sektor oder die beste Lösung ist. Wie gesagt, Großbetrieber, die können sich eine Reduzierung von der Arbeitszeit relativ gut über den Gewinn und Produktivität finanzieren. Und für Kleinbetrieber ging man dann ein Finanzement mit Hilfe durch den Staat auch garantieren. Mit muss ich natürlich auch so, dass eine Reduzierung von der Arbeitszeit auch mit weiteren positiven Effekten aufgeht, die sich auch können finanziell lohnen, auch für Betrieb. Und ich meine, du würdest gerne ein bisschen drüber gehen. Merci, Carol. Alles das soll uns dazu bringen, dass wir die Arbeitszeitverkürzung haben und dass wir dann noch gucken können, was bringt die. Am Moment geht die Diskussion darüber just gefordert an den Parametern, was bringt es dem Salari, dass den einfach mal schafft, wie wenn das just für einen kleinen Plus wäre, Benefits wäre. Auf der anderen Seite der Patron, den dadurch aber Schwierigkeiten kriegt an der Organisation, Schwierigkeiten kriegt an der Finanzierung. Wir werden viel mehr brauchen, für wirklich zu dem Thema sich Gedanken zu machen, das auch die gesamtgesellschaftliche Gewinner zu gucken, die das bringt, was das dem Bien commun, dem Zusammenleben und dem Wohlbefinden an unserer Gesellschaft bringt. Die solchen Etüden über den Impact von der Arbeitszeitverkürzung und auch die Enqueten, die am Ausland gemacht wurden, weisen nämlich alle gute positive Effekte auf die Gesundheit von den Leuten und auf das Wohlbefinden von den Leuten, auch nicht ihrer Arbeit und auf ihrer Arbeit. Die Etude von der Universität hat vom Lycée diskutiert, aber bewertet Erkenntnisse zum Teil kritisch, bleibt aber in der Theorie und kriegt auch ist noch nicht weit genug gegangen, daran für das auf den spezifischen Kontext von Lützeburg zu applizieren und Anpassungen zu machen, die in Heim machen, für zu gucken, wie gibt sich da die Arbeitszeitverkürzung heute zu Lützeburg konkret auswirken. Trotz den zum Teil kritischen Evaluierungen stellt die Etude aber fest, dass eine verkürzte Arbeitszeit positive Effekte kann haben auf Gesundheit, die Lebensqualität und auf Gendergerechtigkeit. Und das muss man verstärkt thematisieren. Und das sind noch wichtige Ziele für die Politik von einer
vun enger Regierung an engem am Land Lützeburg. Darüber hinaus gesinn déi Lenk Verkürzung vun der Arbeitszeit als Baustehen, auch fir eng Veränderung vun der Aderweis wémer produzéiere, wémer Wirtschaften an Lebensweisen, déi dominéieren, an déi och Sache jo bewirken. Also d'Umweltkrise ass och een Resultat vun ëmmer méi engem Wurstum vun Produktivitéit, den Empfang weder de Leiit demen gut genug an équilibriert genug zu gut kommen ass, an op der anderen Seite eben ökologisch Konsequenzen huet. Kinder wo Etyden also Geforen die Etyden opwerft an da das vun der Intensivisierung vun der Verdichtung vun der Arbeit. An déi Geforen sollen awer op ke Fall als argumentuelle Gentarbeitszeit Verkürzung, wann en an déi Richtung gif goen, da giwe auch so die Verdichtung an die Intensivéierung vun der Arbeitszeit gëtt jo lo schon, an dann gift dat jo bedeuten, dat se lo mis quasi Arbeitszeit ausbauen, also méi legal Arbeitszeit ginn fir se ze bekämpfen. D'Weesinn awer mengg relativ schnell, dats dat net de Fall wet sinn, sobal Leiit an der Regel méi kënne schaffen, werden se nach méi Aufgabe kreien an die Verdichtung werd sech dann noch an dem Kader bewegen an der Tee dat eng Argumentatioun, der net eiser Menung no kann no goen an wo en am Form viel méi muss evaluer, ja wéi krit in déi Verdichtung an die Intensivéierung ernstnecht geregelt. Do muss en sech oppassen, an do muss en dat am Dialog och mat de Salarien kucke wé eng Regeln in sech do ka ginn, wé eng Utieren in sech ka ginn, fir dats eng Planung vun der Arbecht so gemerket, dats et och de Leiit erlaubt, an gute Konditionen ze schaffe, wat joch mat der Qualitätit vun der Arbecht ze dienen, dann natürlich vum man Wohlbefannen vun de Leiit. Dat kann en awer fir allem kann en dat just mache, wann en do och méi déi Etyden huet vum Terrain aus de Betrieber, wéi dat zum Beispiel am englischsprachesche Raum gemacht gin ass mat der Etyd Autonomy. So Etyden liefern eng ganz interessant Indikationen, wat d'Auswirkungen vun enger Arbeitszeitverkürzung wär an denen unterschiedlichste Sektoren. Autonomy as jo gewerkschaftsnoen Think Tank, den bei senger Auswertung vun engem ganz grosse Pilotprojekt ausgangen ass vun enger 32 Stundenwoch a ganzer 31 klengen a grosse Betrieber, die aus den unterschiedlichste Sektore kommen sinn, op dat Finanzen waren, wat joch fir eis relevant, dass zuletzt bech d'Assuranzen och méi och sogar de Bau, die Industrie an de Marketing. Resultate schwätzen do eng Kloerspruch. 32 Stundenwoch as eng Win-Win-Initiativ, net nëmmen hunn Salarien mat dësem Pilotprojekt sech Manner krankgeschriwen, an hu viel Manner oft gekënnecht. Met Betriebe hatten och kein Abbruch vun ihre Beneficer. Do weinst setzen 56 vun den 60 Betriebe 200 Stunden woch oriverten Pilotprojekt raus fort, wat jo en kloer Spruch schwätzt, wann Betriebe DW ginn, dann hecht dat, dat se Stadt lohnt quasi fir jidereen. Fi wat lohnt se Stadt fir jidereen? Bei Manner Stress bedeit och eben Manner Krankescheiner an bedeit awer och, an da kom iwwer den Kontext vun der Arbeit raus, bedeit doch méi Präsenz fir d'Kanner, fir d'Famill allgemeng och fir eeler Leiit. Dat ass ein Thema, wat och halt zu Lützeburg eng gros Relevanz huet, wo ëmmer méi Leiit bekloen, dats et de Kanner ëmmer mi schlecht gëtt, weil se ëmmer méi Frien betreit ginn an die Präsenz vun intime Bezugspersonen ëmmer méi riskiert aufzuhöllen, noch weil Twee immer mi groß gehen, wat auch statistisch bewiesen ass zu Lützeburg. An die Präsenz fir Kanner ass eng Präsenz, die dann auch nach ernstcht ausfällt, wann Arbeitszeitverkürzung könnt. Das net, dass die Desequiliber, den am Moment do ass, wo Frauen méi präsent sind, fir Kanner auch méi Stot gucken, dass den so bleibt. Oder verstärkt, nee, am ganz am Gegendeel sinn für allen Männer, die da von der Zeit do profitieren, fir auch mat de Kanner ze sinn an sech
de Staat zu kümmern. Es gibt aber auch andere Benefice für die ganze Gesellschaft, nämlich für zu Summeleben, für den lokalen Leben an einer Gemeinde, an einem Dorf, an den Assoziationen, weil es gibt einen immensen Rückgang am Benevolat beklot, was den nicht wundert, wenn den gesagt, dass immer mehr geschafft wird, dadurch immer mehr belastend ist, an eben noch Wehr für ihn immer mehr zuholen, noch durch Logementspreise, sodass das wirklich systemisch eng Inzidenz hat, wann die Arbeitszeit gif verkehrt sind, an net viele Leute méi Qualität gif bringen. Also Doreiser kann ich schließen, dass erstens die Arbeitszeitverkehrzung gut für die Leute ist, für die Salarien, auch gut ist für die Betriebe, zweitens gut ist für Gendergerechtigkeit und drittens gut für den Planet. Konklusion Doreiser muss also sein, dass es nur einer Etude oder einen Plan braucht. Ein Plan für die Umsetzung von dem, was sich aus der Etude ergibt. Die Etude sieht, dass es ein politischer Choix an die Richtung zu gehen oder nicht. Und für an die Richtung zu gehen, haben wir hier 6 Pilier proposiert, die Parameter hier gehen, wie man das machen kann. Die Ausgestaltung von der Verkehrzung, das Stufenmodell, den wir vorschlagen, dass das eine progressive Verkehrzung ist, und dann natürlich die Stärkung vom Sozialdialog an 12 Mesuren leihen haben wir da durch. Und es braucht A, den Dialog mit den Beteiligten, und dadurch pro Sektor, es braucht B, aber auch Experimentationen, es muss ein aufhängen mit Umsetzungen, es muss ein echt Erfahrungen sammeln, und da kann ihn dann Ajustementer machen, da kann ihn dann sagen, dass was funktioniert oder was nicht funktioniert. Aber wichtig ist, die Richtung zu gehen. Und da kann ich von denen Daten, Erfahrungen, kann ich dann noch Etüden machen, gucken, wie es funktioniert, und das dann an dem progressiven Stufenmodell von Schritt zu Schritt adaptieren. Dafür ist es wichtig, dass wir eine Feuille de route gehen, zu Lützeburg 4, ob die Ziele, die sich gött, wenn ihr bis wohin eine Arbeitszeitverkürzung will, ob die auch können hinzuschaffen. Der Ball liegt bei der Regierung, an erster Linie bei der LSAP, die ganz stark da noch viel geprägt ist und schon gesagt, wo sich froh stellt, ob politische Volontät auch da ist oder ob die Signale sind Richtung Wahlkampf, die aber noch nicht oder nicht mehr bedenkt zu einer Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohnausgleich feiern. Da das was Silo muss weisen, mehr haben auf jeden Fall ganz konkret Propose gemacht, die an die Richtung gehen, die es braucht. An der Lo also und der Regierung zu weisen, ob sie nicht mehr bei einer Etude bleiben.